Im letzten Part haben wir Zelda besucht und dabei erfahren, dass sie wirklich unser Schicksal teilt und die gleichen Albträume hatte wie wir. Ja. Und dazu hat sie uns die Aufgabe zugeteilt, die restlichen heiligen Steine zu finden. Den nächsten heiligen Stein, den heiligen Stein des Feuers, finden wir im Reich der Geronen. Und dahin sind wir unterwegs. Gleichzeitig hat uns Impa, eine Anvertraute von Prinzessin Zelda, im letzten Part ein Wiegenlied beigebracht. Genau gesagt, das Wiegenlied von Zelda. Und mit diesem, ja, sagen wir mal so, es ist für einige Dinge gar nicht mal so schlecht. Was damit meine, sieht er danach. Dann ist es eigentlich schon Nacht. Nee, ist noch nicht Nacht. Noch nicht. So, was kann ich in Kakariko alles machen? Ich glaube, das Vernünftigste wäre, wenn ich erstmal zum Friedhof gehe. Obwohl, ich könnte mir auch eine Flasche besorgen. Ja, mache ich zuerst. Erstmal brauche ich eine Flasche. Was soll ich nur bitte hier, wenn die Hühner wieder... war viel zu schnell. Also, diese Frau hier hat keine Angst vor Hühnern, aber sie hat eine Huhnallergie. Auch noch bitte was. Und deshalb sollen wir ihr helfen, alle Hühner zurückzubringen. Jupp. Diese Hühner sind hier überall verteilt. Naja. Was? Wie viel? Moment mal. Meine Hühner sind davon gerannt. Bitte fangen noch 6 weitere. 6? Oh mein Gott, wo waren die noch alle? Ja genau, da war noch eins. Jetzt muss ich kurz überlegen. Ja, hier ist noch eins. Mann, hau doch nicht ab. Link, nicht auf den Arsch gucken, einfach nur fangen. Link, Mann, was treibst du da? Hallo? So, geht doch. Bevor ich die jetzt abliefere, werde ich einen kleinen Trick anwenden, damit ich darüber komme. Ja, geht doch so. Jupp. Nehme ich dich mit? Komm schon. Danke. Jupp. Ich hoffe jetzt mal, das dauert nicht allzu lange. Denn ich will euch ja schließlich noch ein bisschen unterhalten. Das will ich mal versuchen. Dann weiß ich noch, dass hier oben... Mal schnell überlegen, da waren doch auch 2 Hühner. Oh mein Gott, klappt das? Klappt das? Ja, es klappt! Link, so, Schwein gehabt. Ja, schon darüber, so. Upp. Jetzt kriegen wir noch ein Loch. Ja, da gibt es nicht viel Besonderes, so. Hier noch ein Huhn. Das kommt genauso schnell. Genauso postwendend. Und die Absenderin zurück. Damit hätten wir ein weiteres. Das war das 5. insgesamt. Oh, das muss wehgetan haben. Und wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ist hier oben noch eins. Ja, hier oben ist doch noch ein Huhn. Mal schnell hier hinten schauen, aber... Nee, hier ist keins mehr, oder? Gut. Dann hoffe ich mal, dass das schon alle waren, weil... Ehrlich gesagt, mir gehen langsam Ideen aus. So, das ist auch drin. Heult die etwa? Oh nein. Sag ja, das war so, als würde sie echt heulen. Wo habe ich jetzt die Hühner hingeschossen? Hallo. Ah, da ist eins. Das andere ist hier. Link, nimm. So. Nö. Keins mehr da. Also gehen wir weiter. Was die für ein Lärm veranstalten hier ist ja ganz schlimm. Komm schon, du Huhn. Ich sag, du sollst herkommen. Geht doch. Mann, schrei doch nicht so. Das klingt, als würden wir ein Tier vergewaltigen. An alle, oder? Klasse, du bist richtig lieb. Bring doch noch die anderen. Was, noch 2? Das geht langsam Ideen aus. Nee, Moment mal, einfach noch hier oben. Okay, fail. Ich gebe es dazu. So. War da eine Skulptur oder so? Nee, kann auch nicht sein. Hä? Wo sollen jetzt hier noch 2 Hühner sein? Was treibst du da? Nein, keine Zeit. Ich habe nie Zeit, merkt ihr das?
Link! Du sollst die Kiste zerschmettern und nicht draufklettern. Geht doch. Einer geht noch rein. Nicht so. So will ich's. Ich will auch nichts mehr. Was, echt 2 Hühner noch? Ich höre noch Hühner, das kann unmöglich. Ich habe schon alle abgeliefert. Hä? Stimmt, eine ist noch da vorne. Jetzt erinnere ich mich gerade wieder. Wo ist denn die andere? Hä? Wie sagt mir das? Ah, hier oben. Wusste ich doch, ich dachte schon. Kann doch wohl nicht wahr sein, ey. Damit ersparen wir uns eine lange Lauferei. Beziehungsweise eine lange Sucherei will. Ja, so groß ist Kakariko nun auch wieder nicht. Von daher. Und rein mit dir. Jetzt noch das letzte. Ah, Mann, die Zeit rennt uns davon. Schon ein Drittel des Parts vorbei und ich habe noch nichts Besonderes erreicht, würde ich mal sagen. So, Mann. Kommst du? Danke. Schrei doch nicht so rum, Mann. Und du schau uns nicht so an. Das ist keine Tierquälerei. Obwohl das Vieh erstaunlich viele Federn verliert. So. Na, bist du jetzt glücklich? Danke, dass du meine Hühner eingesammelt hast. Ich bin nämlich allergisch und bekomme einen Ausschlag, wenn ich sie anfasse. Ziemliches Pech, hm? Dafür, dass du mir geholfen hast, gebe ich dir etwas sehr Wertvolles. Ja, was denn? Ja, unsere erste Flasche. Platziere die Flasche auf C, um sie einzusetzen. Naja. In dieser Flasche können wir einige Dinge aufbewahren. Und ihr seht schon, es gibt insgesamt 4 Flaschen in diesem Spiel. 3 Flaschen bekommen wir relativ problemlos. Die 4. ja, die wird etwas zeitaufwendig, würde ich jetzt mal sagen. Mir aber auch nicht. Wir machen einen Abstecher zum Friedhof, denn jetzt wird's gruselig. Ne, Quatsch. Gruselig wird's nicht, aber wir haben hier noch das eine oder andere zu erledigen, wenn ihr versteht, was ich meine. So, als erstes hole ich mir nämlich hier noch ein Lied. Mal schnell schauen. Okay, den sieht man ja gut. Da kann ich später noch eine Wundererbse einpflanzen. Die ist aber nur für kommt es mir gerade. Ja, für ein Herzteil und noch für eine Skulptur gut. Ansonsten brauchen wir die nicht. So, hier seht ihr schon das Zeichen des Triforce und hier können wir Zeldas Wiegenlied spielen. Ich meine, sieht ja auch aus wie ein Triforce, oder? Da liegt das ja auf der Hand, dass wir hier Zeldas Wiegenlied spielen müssen. Und jetzt was passiert? Oh mein Gott. Blitz und Donner. Was zum Teufel? Nee, oder? Und wir sind tot. Nee, zum Glück noch nicht. Hat echt einen Blitz eingeschlagen. Hey, dieses Lied ist echt abgefahren, hey. Mit dem können wir sogar Blitz und Donner herbeirufen. Ist das cool. Ja, Königsgrab. Das ist ein bisschen ekelhafter Ort. Was ist jetzt los? Ich höre was. Fledermäuse hier schon? Na egal. Na, was willst du tun? Tschüss. Und du genauso. So, warte noch. Die dritte. Ja, und wie geht's jetzt weiter? Achso, ja, kann man hier hoch. Vielleicht kann ich jetzt besser zählen. Wo ist jetzt die letzte? Ja, ich höre noch was. Eine höre ich hier noch. Wo ist die denn? Wo bist du? Wo bist... Was, im Eingang? Wieso hat mich vorhin nicht angegriffen? Seltsames Vieh. Und schon geht die Tür auf. Oh nein. Ja, hier hört schon. Jetzt wird's gruselig. Das ist der Raum der Untoten. Und hier hat's wortwörtlich... Ach du Scheiße. Wie viel sind das? 3, 4? So, wieder schneller. Tschüss. Verdammt. Was ist nicht los? Wow. Dieser Schrei, hey, der geht doch Mark und Bein. Echt unheimlich. Ja, lass uns doch in Ruhe.
Und hier... Ne, kommt keiner. So. Wie ihr seht, können wir hier auch ein Lied lernen. Was stand da? Egal. Das Sonnenlicht... Oh. Von Sonne zu Mond und zu Sonne erneut. Ewige Ruhe, die lebenden Toten erfreut. Ziemlich schöne Lyrik, nicht wahr? Achso, das war Navi. Das ist eine Inschrift auf diesem Grabstein. Eine geheime Weise der Gebrüder Bramstein. Was, Bramstein? Oh Mann. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, Bramstein? Ja, rechts runter rauf. Hab schon kapiert. Und ganz schnell, mach den Tag zur Nacht und umgekehrt. Ein neues Lied und ich merke gerade... Nein, der Stock nicht. Glück gehabt. Ich dachte gerade, das würde alles abkacken. Du hast die Hymne der Sonne erlernt. Cool. Was bringt uns jetzt? Ruhelose Seelen wandern ohne Wonne. Gib Frieden mit der Hymne der Sonne. Wieder raus hier. Wieso sagt das plötzlich? Egal, hier gibt es einen coolen Trick jetzt. Den will ich euch schnell zeigen. Wenn wir hier die Hymne der Sonne spielen, wisst ihr, was dann passiert? Ganz genau. Zombies werden zu Stein! Keine Ahnung wieso dass sie sonst erstarren, aber es hält leider nicht für lange an, aber lange genug, um hier abzuhauen. Fies, wa? Raus sind wir. So, und ich glaube, hier würde noch eine Truhe erscheinen, wenn wir hier die 2 Fackeln anzünden würden, aber ja, dafür bräuchte ich den Feuerentferner. Oder als Erwachsener die Feuerpfeile, je nachdem. Hätten wir geschafft. Ist das nächste. Ist gerade jemand? Boris ist hier! Ach verdammt, ja, da. Mit seiner Hilfe können wir noch ein Herzteil ausbuddeln. Aber das auch erst später. Ja, Mann, meine Aussprache wieder mal. Ich muss langsamer und deutlicher sprechen. Wie oft denn noch? Ja, ich hoffe, das funktioniert jetzt. Ist immer so eine Sache, in seiner Gegenwart einen Grabstein wegzuziehen. Ja, Navi, ich weiß, aber der Besuch hier ist äußerst dringend, wenn du verstehst. Weil hier drin in dieser Truhe, da befindet sich etwas, das wir für den Todesberg brauchen. Den Hylia-Schild, ganz genau. Weil das ist äußerst wichtig. Entschuldigt, Leute. Ja, äußerst wichtig, weil, ouch, nicht deswegen wichtig. Nein, es geht darum, unser Deko-Schild, der ist, sagen wir mal so, leicht entflammbar. Um es in einfachen Worten auszudrücken. Und deshalb ist der Hylia-Schild die bessere Wahl. Der Hylia-Schild hingegen hat einen kleinen Nachteil, wenn man den als jungen Link anzieht, weil, na, seht mal das. Ganz genau. Der Schild ist toll zum Beten, aber um uns vor Angriffen zu schützen, die vor uns sind, ist es eher schlecht. Aber egal. Ich will noch ein paar Skulpturas einsammeln, die nur in der Nacht erscheinen. Es müssen Nummer 3 sein. Die 4. war es, weil ich mich... Navi, ich weiß, dass wir weiter müssen. Ich komme hier gar nicht hoch. Und da hört man sie bereits, die goldene Skulptura. Wo genau war die jetzt? Irgendwo da oben, oder? Ja, genau da. Diese Steuerung mal nicht wieder. Link hoch. Ist runter hoch, habe ich gesagt. Einmal und zweimal. Na bitte, geht doch. Und ich glaube, den Rest des Parts werde ich noch mit Skulpturen sammeln verbringen. Und im nächsten Part geht es dann weiter. Dann besuchen wir die Goronen. Wo war der jetzt genau? So, komm schon. Da oben. Ja, komm schon. Hallo. Steuerung. Ha, geht doch. Hä? Mann, ey. Wieso nicht gleich so? Hier noch schnell hoch. Komm schon, Link. Wieso bist du nicht schneller, Mann? Auf dem 3DS bist du auch schneller. Egal. Eine goldene Skulptur und damit beende ich den Part. Autsch. Bis gleich.